Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup, dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen mit dem IKCNCI und dem MOA. Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup, dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre zusammen mit dem IKCNCI und dem MOA. Mein Name ist Jan und es ist wie immer nicht allein, weil den arme Kauz aus der Biosphäre, die lässt sich ja immer begleiten, und zwar von einer charmanter Joffer vom IKCNCI. Und der das hier für die allererste Kehr Anna. Moin Anna. Moin. Hallo Anna. Merci, dass ich kommen dürft. Wir sind froh, dass du hier bist. Und Marike, der hat doch schon dem Anna Moje gesagt, vom Moi, als natürlich auch immer dabei. All Kauzen, kann ich das sagen? Ja, so ungefähr, ja. Hashtag Minette Mashup auf Instagram und auch sonst an den sozialen Medien. Du fandest, der fand diesen Podcast auf all den großen Podcast-Plattformen. Einfach abonnieren, da verpasst ihr auch keine Episode. Und das wie immer letzte Freitag am Mond, wo wir Rendezvous haben. Ja, da sind wir schon quasi hinter uns. Gehen wir schon fern Richtung Rentrée. Die Schülervorher hat angefangen. Und unser Podcast, der steht heute am Zeichen von industriellen Antiquitäten. Wir hören erst mal an die Welt vom Train 1900 an für seinen Dampf- an Diesellokomotiven. Den Train 1900 ist eine SBL, die 1970 gegründet ist. An die kurz darauf angefangen hat, Zugstrecke von Peting an der von der Grasmaterial zu exploitieren. Über 50 Jahre Existenz. Und dann haben wir einen RWT hier bei uns, den ich meine mal, dem seine ältere Mal noch nicht gedauert haben, wo den Train 1900 bis gegründet auf der Charles Kugler ist. Moin Charles. Moin. Du bist 19 Jahre, du bist Schüler zu Dietling am Lycée Technique Nick Biver. Ja. Und du bist Member an der SBL Train 1900. Ja, ich bin Member hier am Train 1900. Sind da wenig bist du dabei? Wir sind genau dem Tag 11. Juli 2020 hier eben am Verein. Okay, also du bist du mehr wie 3 Jahre, wo du aktiv hier am Verein mitschaffst. Ja, genau. Was hat dich fasziniert, für bei den Zug zu kommen? Wie bist du auf den Zug gekommen? Wir sind am Anfang so hier gekommen, das Leid echt da wie so. Das kam echt über die Familie. Gouf ein Kamat geholt hin, also ich gouf ein angelöden für ein Kahai am Zug mat zu fahren, und das hat mich am Anfang den mich direkt gefesselt. Ich war auch schon echt daheim, da war das für mich noch nicht so eine große Bedeutung. Das hat sich recht über die Jahre bei mir so ein bisschen, also an mir selber so mal ein bisschen entwickelt. Aber dann sind ich ein KVD um großen Diesel mat geholt gehen, und da war ich so verkauft bisschen. Und die Woche drauf gouf ich dann gefragt, ob ich vielleicht wild hier arbeiten kommen. Und dann sind schon hier hingekommen, und dann war ich hier im Verein. Okay, also so schnell ist das gegangen. Ja, genau. 1973 als die erste Lokomotiv in Betrieb geholt vom Verein. Das war meine Stimme so War noch benevolen, ne? das war benevolen. Als nach ein von den Gründungsmembern dabei. Ja, sind ein paar sind noch dabei. Das ist auch den wohnt gar nicht so weit weg. Das ist im Prinzip eine Strecke weiter. Da das eben den Ehrenpräsident gewesen, Herr Albert Wolter, den hat eben sich auch mit anderen Leuten zusammen gesagt, die auch regelmäßig auch noch einmal hier sind, für eben das heute alles auf Bein zu stellen. Und von daher fand natürlich aber gut entwickelt gehabt. Auch wenn das für die Zeit eine ziemlich verreckte Idee gewesen war. Weil eben Demos wird der Titan alles der CRL geheiert, irgendwann das eben dazu kommen, dass CRL dem 1900 der Titan zur Verfügung gehen hört, und dann konnten 1900 sich an dem Fall 100 den Bier so mal etablieren. Und sich auch ein bisschen breit machen mit Hangere Materialien, wo auch aktive Material kann geschafft werden. Ja, genau. Wo könnt ihr hier, Train 1900? Ma den Train 1900 hecht in der noch AMTF, also Association des Musées de Tourisme Ferroviaire. Mais bon, am Anfang den Train 1900, das ist der Num eben Train, wenn es eben Zug, logischerweise. An 1900 könnt am Anfang von der Maschine, wo die Firma davor gespart hat, die 1973 an den Verein kom an noch do Betrieb war, weil die 1900 gebaut ging ass an do wennns der hecht den 1900 eben 1900. So. Okay, also ja. Das wirklich Geburtsjahr von der ersten Lokomotive, so ungefähr, die vom Verein betrieben gouf. Ja, die as Maschinen
als zu Dave den gelaf, das Tannomark Nummer 8 steht da am Depot. Okay, wie viele Maschinen steht dann haut an dem Depot? Haut also der dort nicht den Depot da hannen den aus da stehen eng 6-7 Maschinen davon aus ein Remorque von einem Schienebus den wir hun auch schon seit 1971 aber schon am Verein natürlich noch nicht das ist die kleine rote Schienebus ja den das ist ein Z150 das ist ein Schienebus von 1951 mit einem Büssing Motor dran das ist am Anfang ein Prototyp von der Serieversion die habt auch mehr in Deutschland ging das mehr Woche in Lützeburg und das ist eben ein Remorque davon die nicht motorisiert das an die hört sogar Postabteil dran Postabteil weil du mal der Post geliefert kauf unter anderem ja der feiert aber haut kein Brief von mir aus als nee, das nicht. Also der Mann der Postdienst von Peitinger an der Form der Grenze. Nee, stand nicht. Also den Zug kann ihn ja auch besichen an dran sitzen an der Foren kannst du Historie war bis mehr erzählen wat für eine Gelegenheiten dat der Fall aus Man Fong dat lebt so oft das Moes kommen binne wohl kommen dann high Lunch zu parken high und dann gött Maschine aus dem Shop geholt Maschinen könnt dann high op Foss und da gött sie dann noch präpariert an gött daneben noch ugefangen noch 4 Stunden wo sie dann nu gefangen gouf also dann betriebsberät dann hört sie genug Druck an dann gouf auch aufgeschmiert für das alles auch gut rollt der Tisch der praktisch 4 Stunden von dem Moment wusste Feier am Kassel bis also ein Dampflokomotiv real ersatzberät ja genau das dauert ungefähr 4 Stunden das kann doch viel schnell go mir das natürlich auch das geht mehr auf Material von den Datlo viel schnell mischt dafür immer schön gemütlich 4 Stunden da sind das nach kleinen Maschinen bon. Und dann eben ab am Mitten könnt dann Maschinen die könnt dafür den Zug run und da fährt die op Peiting das direkt wie von dem von Peiting kannst du dann nur hin dann kommen sie leutischen und dann kann ihn daneben die Rees am 300 durch den Fußbösch bis rein von der Gras matt machen anschließend gehört einem heute zum Beispiel nach Geburten dass ihn Chap besichen kann oder vielleicht auch sogar Mataminasbun führen kann die ganz so bei der Gerdel beim kleinen Restaurant auch fortfährt einmal am Dach könnt auch könnt auch ein Karo von der von der Gras an der 14 mal einen Wohnraum ab ja finde ich Klosdach sind noch ganz viel meistens ganz viel Kanner dabei du den eng bis 2 Dampfmaschinen die dann Orchestern Zug führen und dann kann ihn sich dann eben bei den Gläsen Öfen den eng Teacher sicher kommen und dann hast der schöne Kader für das ganz bisschen zu zelebrieren das ist kein normale Gläschen das ist eine ganz ja das ist schon cool. Spezielle du bist als Binnewollhaier engagiert du hast gerade gesagt es dauert 4 Stunden bis das Maschinen so des Moes Predders für das an Ersatz kann kommen ich will mal dass aber so denen Maschine viel mehr wie just die 4 Stunden an der Woche geschafft wird wie dax passt du wie dax von der Gras wie dax sie der Hai als Verein an schafft und ihre Maschinen und ihre Waggon und ihre Lokomotive also ich persönlich Silo ja eben regelmäßig einmal an der Woche meistens samstes Sinneschreiben von der Gras sonst von daneben der normale besonders Betrieb ist dann sind ich dann meistens auch immer high. Außerhalb von der Saison sind ich hauptsächlich nicht mehr samstes high. Mit sind auch gehen noch verschiedene Leute die auch öfters mal high sehen wenn sie gerade Zeit tun oder so dann können sie gerne high schaffen oder so und dann Du kannst dich aber ziemlich gut aus, das höre ich mal schon ein bisschen raus. Wie wichtig ist es dir dann, dass, und du bist so ein junger Mensch, wie wichtig ist es dir, dass die neue Generation sich mit dieser Industriegeschichte befasst? Für mich ist das ganz am Anfang ein bisschen so den Erhalt von dem allen Eisenbahnsmaterial und noch von dem ganzen Industriepatrimoine, also am Anfang für mich ganz wichtig. Für auch überhaupt da vielleicht andere Leute, die das nicht kennen, das zu weisen, dass es das hier gouf, war doch von der Schei wirklich gut klappt, also weil ich noch wirklich gut weisen kann, wie das hier gelaufen ist.
das ganz das natürlich auch dafür für das ganz bisschen die Jungen noch beizubringen, wie der Demos war, dass du die kleine Message an daran besteht auch dann Zukunft von dem ganzen Verein. Du bist ja von den Jungen am Verein, von den Jüngsten, die hier aktiv mit schaffen. Hast du kaum geguckt an der Schule, wo du gesagt hast, ich gehe beim 1900 oder einen Klassenkollegen, der cool fand? Also, erstens, wo ich da denke, gezählt habe, war schon nicht direkt gezählt, ich habe mich ein bisschen integriert, so mal. Nee, das war am Anfang, was das das? Was das denn 1900? Dann habe ich ihnen einmal erklärt und dann waren sie so, also, geht das? Bon, dann habe ich ihnen erklärt und dann waren sie so, ah ja, cool. Bon, dann waren sie auch so ein bisschen, aber interessiert ein bisschen drin. Brauchst du nicht so viel an meiner Klasse. Das wird das ziemlich überschaubar. Wir verschiedene noch Profen, die das Matgro tun, die das aber selber schon kannt. Und die waren auch so, ah ja, okay, du bist dabei. Und ja, das ist aber ganz interessant gewesen. Hast du dann arbeitest du an der Familie, dass du das irgendwie am Blut hast oder könnt das von dir selber? Das ganz tut am Anfang nicht, am Anfang so wirklich mit meiner Familie zu dienen. Kann natürlich sein, dass das ein bisschen bei meinen Vorfahren war. Weil meine zwei Großpappen, die haben alle auf der Arbeit geschafft. Die einen, die waren am Karle-Walzwerk. Also alle beide waren zu Diedling am Karle-Walzwerk. Und den anderen, die war Visiteur auf der Bund für Zielhof zu fertigen. Mhm. Also aber ein kleiner Connection, die du hast. Ich denke. Ja. Wo man noch nicht drüber geschwärzt haben, sind die Waggon, mit denen 1904. Das sind ja auch alles historische Waggon, die da selber erstand gesetzt wird, renoviert wird. Und die gibt es ja auch an verschiedene Klassen, von dem luxuriösen Gepolsterte bis bei dem mit den Holzbänken. Genau, das ist eben an dem Fall die dann zweite Klasse. Da gibt es auch für den Ticket einen kleinen preislichen Unterschied. Aber das ist natürlich viel mehr komfortabel an einer ersten Klasse mitzufahren, wie mit einer zweiten Klasse. Also hauptsächlich als gemütliches Zweitklasse, Erstklasse, pardon, das ist ein Belgien Wohn, den aus den 30er Jahren stammt, der wird ganz oft benutzt. Natürlich schon mal auch nach Prinzer Wattüren. Das sind am Anfang Lützeburg Eisbundswehen, die den 1900 gekauft hat. Die also freie real am Schienenreso am normale Personentransport Einsatz fahren. Am Anfang kann ich sagen, dass die meisten Eisenbahnswehen und auch die meisten Lokomotiven, wenn nicht sogar alle Lokomotiven, etwas mit Lützeburg zu tun hat. Zum Beispiel verschiedene Dieseln oder so, die sie früher bei der CRL gefahren. All die Dampfmaschinen, die wir haben, die sind irgendwie bei der Arbeit gefahren. Hauptsächlich schon mal Industriedampfmaschinen. Jetzt sind natürlich auch, dass vielleicht Engoledianer darin, die auch ein KH bei der CRL an der Zeit auf dem Streckereso gefahren ist. Location vom Moment. Und die Idee von unserem Podcast ist ja, dass wir von Mond zu Mond auf einen anderen Platz am Minnet gehen und in diesem Jahr zusammen mit Simple View, dem Betreiber von der Kabaisischen Minnet Trailer, am Anfang alle Mondstation machen an einer anderen Kabaischen. Und wir sitzen hier, wir haben gerade über den Zugwaggon geschwärzt, wir sitzen am Zugwaggon, den zu einer Kabaischen umgebaut gouf. Charles, kennst du für die den Podcast hier lauschen, die Waggon eigentlich beschreiben? Was war so deine erste Impression, wo du heute die erste Kehr rangekommen bist? Die erste Impression war, ich gut, dass du auch ein bisschen matt wie der Teil entstanden hast, das ist ja recht seit 2000. Und das auch im Sit renoviert? Ja, das ist im Sit renoviert, ging ziemlich genau hier auf dieser Platz. Da war dann ein Zelt rundherum, wo dann von außen noch richtig proper gemacht ging. Und für die Kehr, wo dann so mal Tüll draufgeholt ging, das war natürlich dann wunderschön, mit einem schönen einheitlich geringen Wohn. Da war natürlich noch keine Beschriftung drauf, war noch nicht fertig. Mit der ersten Kehr, wo ich dann halt Bande war, da war ich für die mal ganz erstaunt, wie groß der da war schon hier ist. Stellen sich nicht immer vielleicht so groß vor, an seinem Eisenbahnswohn zu schlafen. Aber ich fand das aber ziemlich breit, fand ich. Bon, das ist am Anfang die normal breit von einem Eisenbahnswohn. Mir war natürlich wirklich, weil ich ganz extra fand, dass eben das Teil eine Sauna gibt. Und dürft es auch schon probieren. Der ist richtig gut warm. Und du hast den auch ein Flott Vue von der Sauna aus.
Das stimmt. Den eng Flot wie ha op de Sit gesäide gut an dann kann ich so ein bisschen, kann ich da ein bisschen raufkommen. Das geht gut. Das schüßt du eine Impression, die ich beim Durchgehen hat, als du sollst nicht unbedingt 2,10 Meter groß sein, wenn du da bequem schlafen willst, an den Schlafkoje. Das ist so ein bisschen so wie die Waggon liegen, wie es früher an den Nutz sich ist, oder auch Hauderem, weil die Gittentüren darfst nicht allzu groß da sein. Ne? Na, echter Mann da, so schon. Das, also, wenn ich lo 95 hört, dann da geht es nach. Aber wenn ich bis am Bett leid, dann muss ich schon wahrscheinlich irgendwie ein bisschen gekrümmt oder mal lehen. Lo ganz ausgestreckt geht und nicht direkt mehr. Das passt aber. Das dürfte normalerweise klappen. Was du da noch schon einmal so einem Schlafwaggon an Vakanz geführt, so als Zug, als Bundenthusiast? Persönlich bin ich am Anfang noch nie am Anfang mit so einem Zug. Waggon, also war man einem Waggon li oder ein Nutzzug, sind ich effektiv noch nie an Vakanz geführt. Es gibt aber verschiedene Leute, dafür der Tönne eben von Erzählungen, eben die auch im 300 sind, die haben das aber schon mal gemacht. Das ist ganz interessant. Also es hat ganz interessant geklungen, was sie davor geschwärzt haben. Sie sind noch sie kommen im Zweck, also ja? Sie sind, ja, das ist Zukunft. Wir sind hier zwar ein Minepark von der Gras, so sich enger Platz für die Industriekultur heisch gehalten wird. Wir sind aber trotzdem Matten an der Natur. Sie leid Matten an einer Natur 2000 Zonen, nicht weit weg, was die Gierlebotter, eng von den Kehrzonen von der Minet UNESCO Biosphäre. Die kabaisische Hai, wie die, wo man dran sitzen, sollen nachhaltigen Tourismus unterstützen. Und so da vierschalts Scharen ist ein Tourist, ist sie nicht von Hai, sondern ich komme aus dem heischen Norden von unserem Land. Wie ein Platz neben dem Fond der Gras ging es mir dann nachher am Süden rekommandieren, für unbedingt zu entdecken. Ich gebe natürlich auch die Energien, respektive auch den Bellwall vorschlagen, weil in auch viel die ganze Industrie, die eben nach eben da ein bisschen erhalten ging, da sind die eben da noch gut gesagt und kann ihn auch besichtigen. Wenn ihr guckt, kann ihn zum Beispiel auf eine Hege, worüber er gesagt hat, wird das alles schön erklärt, wie das Demo gegangen ist. Und ich fand den Bellwall also in dem Fall einen ziemlich guten Platz, wo ihn das gut erkennt. Und nebenbei hat ihn nach den Effekt, dass da noch zum Teil aktiv geschafft wird. Da kann ich dann noch ein bisschen nachgucken. Das geht ganz gut über den neuen Velodukt, den sie da gebaut haben, über den ich auch zu Fuß kann gehen, wo ich wirklich den Blick an den Schmelz selber wird. Ja, und ich fand, wenn ich von der Gras schwätze, dann kann ich in Ball nicht lernst den Kaffee und Restaurant bei der Gierdel gehen. Das geht für mich zum Fond der Gras dazu. Und ihr auf die Geschichte vom Kaffee kommen, Charles, würde ich dich fragen, ob du vielleicht weißt, wo du nun hier kannst bei der Gierdel. Bei der Gierdel. Das ist eine gute Frage. Das ist schon mich effektiv. Also, es sind vorher meistens Lunch. Nein, also, ich gehe noch öfters mal essen oder so, das ist kein Problem. Aber ich weiß effektiv nicht, wo du nun hier kennt. Das erklären wir. Okay. Also, das ist so, 1880 hat der frühere Minenarbeiter Leonhard Müller die Intention gehabt, ein Haus zu bauen für seine eigene Familie, mehr auch für Minenarbeiter, also so eine kleine Wirtschaft, eine Art Kantine. Und das ist auch damals so ein zentraler Punkt für die Gemeinschaft von den Minenarbeiter gewesen. Und den Herr Müller ist 1890 gestorben. Also hat seine Frau dann Franz die überholt und hier Enkelin wird auch angehischt und Boma an war den Gierdel vom An und so heisst der Restaurant bei der Gierdel. Okay. Ja, vielleicht ein kleinen Klammer abmachen über den Namen von der oder Gras. Für den Gras, das seht ihr ja von der Gras. Für den hier könnt, weißt du das, Charles? Ich 100 Mal gewusst. Ich muss kurz überlegen, wie das in Amerika war. Also, ich meine ganz, dass es den Fond von der Graskopf ist. Weil oben auf der Kopf ein größer Wiss war oder ist. Ich weiß auch nicht genau, wie ein Wiss damit gemeint ist. Aber irgendwie selbst habe ich hören. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Jan, kannst du bestätigen? Also, meinst du als Dave-Verdinger die Geschichte, die ich auch immer erzählt? Ja, also es klingt wirklich von Gras. Von der Gras so heißt, weil er eben unter der Graskopf okay, ja. total unter der Graskopf ist. Ja, work. Question. Ja, Charles, du hast bestimmt schon viel Geschichten hören über die Arbeit, die Freiheit gelesen, Ginas. Hast du da vielleicht eine kleine Anekdote oder eine Geschichte, die da wirklich
hängen geblieben ist? Am Prinzip also sind noch nicht so lange dabei fand nicht par rapport zu dem wie lange den 300 schon existiert ging natürlich immer Momente viel Momente aber einst du den vielleicht auch eng klein oder andere als Nähsetzung mit der regelt sich dann immer das noch nie wirklich zum Streit wirklich kommt so aktiv fand nicht also nicht so wirklich ab es fährt mal wirklich an der Kap könnt außer kennen die vielleicht so dass vielleicht so exceptionell sich Sonderfahrten oder so die he gemacht gehen oder vielleicht auch sogar Filmer die he gedreht kaufen wohin dann noch vielleicht ein gehandelter Kamera kann stohlen nur für Not zu gucken weil er auch wirklich ganz interessant ist aber wenn dann Döno der Film zum Beispiel gucke geht an der Seite ja okay das Platz und wie sind das bringt den historischen Kontext das möchte da richtig lewisch. Mit der Tisch gibt kein so ein Vereinsanekdot, die so von Jahr zu Jahr erzählt wird, an über das da schwätzen darfst. Es ging da bestimmt nicht. Muss ehrlich so eine Schwester gerade kennen. Okay. Man hat den Zug 1900 geführt, ob der aller Linie, wie du schon erwähnt hast, Ligne des Minières. Und das war ab 1874 von der Kompanie de Chemin de Fer et Minière Prince Henri eröffnet. Und das Linie hat damals wirklich es war den Haupttransport vom Eisenerz von den umliegenden Hängen, wo den Eisenerz aufgebaut ist. Und war wirklich von den wichtigsten Bergbauzentren vom Land. Den innerirdischen Erzabbau endet am Jahr 1955. Das ein bisschen zur Geschichte. Michael, du bist noch Student. Wie stellst du dir den zukünftigen Arbeit vor? Hast du da schon ein paar Ideen? Hauptsächlich am Fond de Gras oder ist der Beruf? Generell. Okay, ja, schon natürlich will es hier am Verein bestehen zu bleiben, also für hier aktiv zu sein. Und mir aber selber will ich am nächsten Handwerker gehen. De Präferenz mit Schreiner oder Schlosser. Und das spielt sich am Anfang auch ziemlich gut, fand ich hier am Fond de Gras River, weil ihn das auch gut anwenden kann. Zum Beispiel hört viel Sachen wie zum Beispiel Interieur von Eisenbahnsfeen oder so, was ja hauptsächlich auch auf Holz basiert, aber auch Schlosserei-Arbeiten für zum Beispiel auch den Inhalt von Dampfmaschinen, was ja hauptsächlich Metall ist. Klingt so, wie wenn es noch nicht so schnell fortpasst. Ich meine nicht. Wie ist es da, wenn der Samstes in der Weh sieht und die Maschinen zu schaffen? Stell dir mal an, dass du da auch ganz viel Skills von den allen Husen mitkriegst, die da weisen, wie wo wert und die da handwerklich da Tipps können geben. Ich muss am Anfang dazu beisteuern, dass ich am Anfang, wo ich herkomme, dass ich am Anfang gar nicht von Handwerk wusste. Es ist just cool von dem Heimat Maschinen zu fahren. Die handwerkliche Arbeit steht mich auch wirklich gepackt, fand ich. An die ersten Sachen, zum Beispiel, ich habe es noch nie so mit der Trennscheibe oder so geschafft. Mit einer kleinen Flex, Akkuflex oder so Sachen habe ich noch nie geschafft gehabt. Und das war auch schon so eine kleine Überwindung am Anfang. Für mich ist das komplett normal. Leier de ganz viel bei oder dann mori wat verschiedene Gefahren op den ha oppassen muss war zum Beispiel ha eng ziemlich gut ziemlich krassege schafft das am Anfang dass dat ganz die ganz Grafung von de Gras dass sie an enger Pont ass dat leider am Anfang do runter für das Demos wo Dampfmaschinen ha vorsinn dass die net so viel also voll belöden dass die net so viel Kraft müssen opwenden für unzufuhren. Van den opgefuer ass an Grafung von de Gras ja, Eidel, voilà. Und da sind se eben belöde gin Maschine huet gesat op die andere Seite vom Zug an dann as er Rofgang an der kon Brems lass man an schon gerollt dat das he zum Beispiel ganz wichtig da sind se Eisenbahnswehen so aufstellt dass sie net fortrolle können also Brems muss immer sehen genau sozusagen ja. Wir haben allmond auch immer ein quirky Question für unsere Gast. Wenn du zurück an Zeit kannst gehen, an welcher Epoche gibst du dich wohlfühlen?
Ich gif mich wahrscheinlich zurück so mal zu teleportieren an Zeit von den 70er Jahren. Da das effektiv also eine Zeit, wo die Industrie wirklich schon stark aufgebaut wird, wo es aber heute, vor allem auch von der Gras, eine große Entwicklung ging ist, wie das Ganze sich entwickelt wird und so weiter. Da generell auch andere Interesse, wie zum Beispiel Autos oder so. Das auch, ich fand das auch eine wahnsinnig schöne Zeit. Zu dem Zeitpunkt bauen kann ich weiß nicht genau wie der Demos war, dafür kann ich das auch nicht so gut beschreiben, aber ich gebe mal am liebsten vorstellen an der Zeit zu leben. Und so hat uns die Fede, du hast schon Strom. Ja, dafür gehe ich aus. Der Site von der Gra am Zug hat einen ganz uniken Dekor an Ambiance. Das Kulisse gibt seit 1976 für Film und Videoclip 3 Abenden gebraucht. Lo, mein Freund, wusstest du, dass Sherlock Holmes mit Christopher Lee und The Twin Sisters eine Samsa-Produktion über den Zweiten Weltkrieg an den Oscar-nominierten Shadow of the Vampire mit John Malkovich, William Dafoe und Nicolas Cage gedreht gesehen? Wusstest du das? Das wusste ich effektiv nicht. Also wir haben sogar ein paar Oscar-Nominations mit dabei. Das war 2001, also das ist eine Zeit schon eher, als du hier an den Verein gekommen bist, wo sie den Film hier gedreht haben. Also hier sind wirklich auch den Andy Bausch hat Filme hier gedreht oder man Szene für Filme, die in hier gedreht wird. Ich meine, das ist eine von den prominentesten Guerren, die es dann am weiten Umfeld sicher geht. Oder? Das kann durchaus sein, ja. Weil ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht viele Filme geguckt, wo eben auch so all Zielstraßen sind. Hauptsächlich nicht die Filme von Hai und dann auch Heimweh. Ich hoffe, dann teilweise auch Hai gedreht. Das heißt, du warst noch nicht Statist. Ich war noch nicht Statist. Das kennt aber noch. Ja, das kennt sie mehr. Es sind natürlich auch verschiedene andere Members, die aber schon effektiv Statist waren. Die also schon davon profitiert haben, dass heute der ein oder andere Filmcrew launcht kommen. Ja. Look, kommen wir bei uns Quiz-Time. It's Quiz-Time. Charles, das sind 2 Fragen mit 3 Antwortmöglichkeiten. Bis weil hat nach Schiedverein immer mehr oder minder direkt die richtige Antwort gefunden. Okay. Den 23. und 24. September, also ein bisschen mehr wie einen Monat, heisst das hier von der Gras an 1900. Ich meine, da haben sie sich beim Numen dann noch ein bisschen um 1900 inspiriert für die große Steampunk-Convention. Auf welchem Jahr war das erste Steampunk-Festival hier? War das 2003? 2007 oder 2011? Ich gebe so, dass wir nicht 2011 gewesen. Das kann ich mal schon ausschließen. Davon aufgesehen war ich bei engem Iwamonagun auf der Welt. So nicht mal. Das müsste 2003 gewesen sein. Aber ich tippe ganz, dass es 2003 gewesen ist. Nee? Nee. War aber recht 2011. 11? Ja. Ja, okay. Das überrascht mich aber auch. Weil aber ein Evenement, das wird sich sehr etabliert wird, wird sehr groß gehen, das wird ganz große Success hat. Jetzt bei der, kannst du da auch verkleidet hin oder? Also verkleidet an meiner normaler Uniform für den Zug wahrscheinlich ja. Mehr aber nicht nur an, also wir kommen nicht an, also verkleidet als Steampunk heran. Also Rheinland. Das heißt, der hat sowieso auch alle Hände voll zu dienen auf dem Weekend. Den Weekend, ja. Du hast ganz viel Betrieb hier. Sind schon frei, also kommen schon frei die Leute von den, von den Sternen oder so rauf und dann muss das schon in Haus sein. Respektive auch Leute, die Dampfmaschinen fahren, Leute, die den Zug präparieren, Leute, die kontrollieren gehen, müssen den Zug auch frei genug präparieren, für wenn die Leute kommen und auch die Koordination ein bisschen hier am Sitz selber. Das ja, du hast wirklich eingelassen. Und das ist ja auch schon am Namen Steampunk. Also, ja, voilà. Das ist wichtig, dass natürlich der schönen Zug dann gut fährt. Das ist aber nicht so den einzigen Highlight, den da am September hat. Weekend vom 3. September, also auch Porto Verde, die genau. Auch ein Jahr im Jahr als ASBL, wo da wirklich ihre groß abmacht für das Publikum, also mehr groß wie sonst, wenn den Sonntag halt auch mal ein bisschen an Dattelien losen gehen kann, hier kriegt den das dann noch
en large geboren. Ja genau du hast auch bis mir eng heich Frequenz und sich nach W fuhren bis pur Medampmaschinen mit kann ihn aber wie gesagt Port du wert wie Nu schon seht kann ihn eben op Platze gucke goen wo ich vielleicht net am Alltag gi kommen. Also wie Datum fir verhalen 3. September. Das ja ganz geschwind an wann der nieft allen saisonalen Auto interessiert sieht der weekend vom 2. und 3. September also auch die großen Oldtimer Meeting zu La Sauvage an net kennen die auch ob mans sondes mit der Minispun direkte Weh aus dem von der Gras bis rüber La Sauvage. Genau. Voilà, so, nice Übergang Jan. so viel zum kleinen Manifestationskalender für die nächste PD. Kommen wir bei die zweite Frage von unserem Quiz. Wie viel Gueren, respektiv Haltestellen, betreibt CRL op ihrem Reso hier am Land haut nach? Hier am Land haut nach Haltestelle gut verstanden. Oder Haltestellen oder Gueren, also ja, okay. Mit Gebäude bei mir, also okay. so Plätze, wo sich regelmäßig ja, stehen bleiben, okay, für Leute ran und rauszulassen. 42, ja, das ist oder 84? Also ich ehrlich gesagt wirklich gut nicht. Ich kann nicht mehr roden. Soll ich goldene Mitte holen? Oh, dann komm ich holen. Ich weiß es nicht. Ja, das ist ja. Das ist, gebe ich so. Ja. Steht op manste mal so op der Network-Seite vom CRL Group, dass sie 60 Haltestellen hier am Land hätten an 1161 Weiche. 1100, ja, 1000, ja, doch. Ja. War das eng weich. Da das do wo den Zug oder nee komm los in de Charles ja. erklären. Funk Weich am Funk. Für wann das bisschen wie Keieren an der Straße. Eng Aufzweigung selbst. Wenn ihr zum Beispiel von Peting rackend, wenn ihr auf der Strecke von Peting fährt, hört den am Anfang E-Gleis. E-Gleis, wo ihr dann an der vorne Gras rackend. Und dann trifft den direkt schon auf viel andere Gleise. Aber für auf die Gleise zu kommen, geht es eben eng Weich, das eben die Richtung, ob ihr nur so nur links fahren will oder nur jetzt zum Beispiel. Okay. Me, du hast gerade gleich ugeschwert, die von Peting Robben an der von der Gras geht. Kann man der als Verein noch den Erhalt von den Schienen und auch von den Gleiser, also so mit dem ganzen Fundament, mit den Dallen dazwischen, mit der Schiene selber, oder kriegt er da aber Hilfe? Wir kriegen da Hilfe von einer Gleisbaufirma. Die Hilfe da ist da ganz viel. Aber das ist alles auf Bestellung vom 1900. Teilweise machen wir auch Sachen so, wo vielleicht zu teuer gibt, für eine Gleisbaufirma kommen zu lassen. Probieren wir aber auch verschiedene Sachen noch allein so zu machen. Wie viel zusätzliche Job dann steht dadurch, dass du dann noch den Schienenstrang praktikabel halten muss? Also da könntet öfters mal für einen Abschnitt von 100 Meter oder so, oder 100 bis 200 Meter, das geschieht nicht an einem Tag, dass das vielleicht 3-4 Wochen dauert. Das geht auch kein Druck gemacht, für dass das schnell fertig soll sein. Wenn du musst, geht das meistens da gemacht, wenn heute kein Zisch fahren, meistens dann am Winter. Schon noch eng generell froh iwwer Zich am Land sinn denger Menung no ginnet genug Haltestellen an Zischlinnen erweichen. Ich gebe mal so, wenn ich lo für alle mal zu Diedling gucken, fand ich ginnet vielleicht eng war nicht so gut 2 Haltestellen zu viel. Ich weiß nicht, ich kann mich da weiter aus der Fenster lehnen, respektiv mal keine Freunde mehr machen. Aber ich fand, dass du, also ich kann nicht mehr davon schwätzen, weil ich da persönlich wohne, dass ich da vielleicht eng oder Jana gebe, waschen. Das ist schon ein bisschen Zug zu Diedling, also ein bisschen wie ein Tram, ne? Ein bisschen, ja. Eng einer froh, du hast fir drnner ugeschwert, dat sind mal 3-4 Wochen dauere Kaffee dann neben so einen Gleisabschnitt frisch zu machen. De Wander durch Cäsar aus Haimengenech echt Weekend am Oktober fertig. Und da geht ze am Meer im Lass an den Main tschend. Du musst ja auch nur dem Material geguckt gehen. Du werd ja aber nicht Manner zu den hun wie an der Summer meint man ausnehmen davon, dass da sonst kein Leid transportiert. Ma den Vierdeel davon aus, dass man dass am Winter kann den Maschine richtig proper machen. Sie gehen verbannen de Kessel gedenker ganz ausgewäscht für den ganzen Dreck, den sich über die Saison sich gesammelt hört, wie das die Enker richtig den Dreck richtig raus ist. Sie gi gedrschend. Et gëtt andere Triadro gemacht, wenn zum Beispiel
wir so weil dir zum Beispiel repariert muss gehen, da geht die repariert. Natürlich könnt dann während der Saison selber kommt dann hauptsächlich Präparationsarbestunde so samstes gibt Maschinenmäßig präpariert der Tisch Taschen vom Sonntag für run hier rausgeholt geht gebotzt bannen dran an der Maschine an noch an der Firebix da wo Feuer ist an der geht der noch im Schein mit Holz befüllt für sie dann sondes unzufänken wann der Betrieb lassen soll gehen. Dann mengene hat immer flotte Klängen Ableck an den 1900 Krit an auch an Denk Passion soll du irgend den Loskrit tun sich bei zu melden der sieht immer op für binne wolle. Genau wir sind immer op für binne wollen dass auch Zukunft die als do am Anfang erwacht an ich kann nimmer Regiereng rekommandieren den irgendwie es handwirklich mache will respektiv auch un Eisebundsmaterial an überhaupt generell und der Eisebund interesseiert das kann ich Datei nimmer rekommandieren für Hai mat zu machen. Voilà, wir verlinken alles an die Shownotes, dann können die Leute sich melden. Wenn sie los tun, also sind herzlich willkommen natürlich auch nach die ganze Monat September davon zu profitieren, sonst von Peting an von der Grasland zurückzuführen, am 1900, die wir dann noch bis den 1. Oktober des Jahres wert NRW sind mit einem großen letzten Rendezvous quasi letzte Sonde von der Saison. Da sind nicht Dampfmaschinen, die am Mittelpunkt stehen, da sind nicht Dieselmaschinen. Voilà, das sind Dieselmaschinen, die hauptsächlich bei der CRL gefahren sind, bis die Lastmenge sind so Maschinen, die sie bis 2016 17 sind die Lastheuer am Land gefahren. Das ist eine Assoziation an mehr Leute die an für Hai fahren zu können und dann haben wir einen schönen Tag da. Und das geht bestimmt ganz flott. Okay, den 1. Oktober de Rendevous simpleview.com wann der den Jithai am van der Gras enke vu Bandewelt gesinn mat alle Foto mat dem Konstwerk von Justin Blau also gëtt wirklich das wirklich ganz flotten Jit. A wie du Scherfir so en ass wirklich groß ass wirklich erstaunlich groß van den so nee wann den so rackend kann den sech am Fong net firstellen lang den Aufenthaltsraum an dem er der Teil opgeholt hun passt labber en Dich für 6 Personen dran in Uwen nach 2 so Chais longen an dann huessen eure Kichenecker also das wirklich schon der Wert dat enke gucken zu kommen eng Sauna das eng Sauna das ist den Highlight ich mein, du gehst enke bis Sauna gi mir Lunner an saunieren Dir könnt gern enke op Instagram bei es Lernzurfe Minap Hashtag Minap van der Madeiser Kontaktrede wild an den 29. September gi mir dann de Rendevous am nächsten Episode vu Minat Mashup. Merci für den Urlaub. Merci Charles für den Besuch. Merci Charles. Adi. Adi.